nächsten Station an. Wir sind in einer kritischen Situation. Menschen verschwinden einer nach dem anderen. Wir brauchen Hilfe. Man hat uns zu spät gerufen. Das Rettungsteam war zu allem bereit. Aber dann dieses helle Licht. Ich habe nicht mal die Augen aufgemacht. Wir sind allein geblieben. Verdammt, der Hubschrauber ist futsch. Mein Boss wird so angepisst sein. Und damit begrüße ich euch. Herzlich willkommen hier bei District. Ihr habt es am Anfang gesehen im Intro. Und das ist schon die zweite Versuchung. So, hier haben wir einen Sack voller Kohle und hier haben wir Bretter. Wir müssen dringend im Prinzip dringend ein Bett finden, damit wir das zumindest mal abgesegnet haben. Kohle hat sie gefunden, der hat was Essen gefunden. Die hat Schlüssel gefunden. Welch ein Glück, das müssen die Schlüssel sein, um die Türen der Basis zu öffnen. Welcher Schlüssel passt in welche Tür? Das ist super. Und wir haben ein Bett gefunden. Wunderbar. Welch ein Glück. Ja. Wir konnten nicht auf dich warten. Die Anomalien laufen amok. Mitch und ich haben in der medizinischen Einheit Anweisungen zurückgelassen, wie man sie bekämpft. Sie sind das Ergebnis eingängiger Beobachtungen, also befolge sie ganz genau. Ja. Gut, böse gesagt, hier gibt's nichts mehr. Wir gehen gleich mal hier hoch, denn ja, das Bett haben wir schon. Geschlossenes Fenster, das ist schon mal gut. Hier haben wir noch ein Bücherregal. Finden wir einen Durchgang zur nächsten Zone. Diese Kreaturen essen Menschen. Leute schlafen ein und wachen nie wieder auf. Wir versuchen wach zu bleiben. Ich hoffe, dass uns das sicher macht. Okay, Bett haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal eine Erleichterung. Buddelt hier in der Kälte. Habe ich eigentlich... Ja, okay, ja. Ich ziehe mal hier die Jacke an. Wer raucht denn von euch beiden? Mensch, Rauchen ist gesundheitsschädigend. Verdorbenes Essen. Der Inhalt dieses Behältnis riecht in Ordnung, scheint aber trotzdem uninteressant. Im schlimmsten Fall erleidet jemand eine Vergiftung. All die Gewohnheiten wird man nur schwer los und ganz besonders die schlechten. Sie können die Laune heben, macht aber auch hungrig. Kleiner Raum, was möge da rein? Wir müssen den Durchgang zur nächsten Zone finden. Aufzeichnungen. Optionen. Was da ist. Ja, ist auch noch beschäftigt, aber ich glaube, er schafft es schon vor ihr. Mensch, da könntest du doch drüber krabbeln. Ei. Die friert natürlich draußen in der Kälte hier den Schnee zu schiffen. Also hier geht es eigentlich darum, wir sind eigentlich ein Rettungstrupp und wir müssen eigentlich hier wieder wegkommen, weil wir zu spät gekommen sind. Wir konnten noch nicht feststellen, was zur Materialisierung dieser anormalen Objekte führt. Dr. Ishimura hat jedoch eine triftige Hypothese aufgestellt. Laut seinen Daten findet die Materialisierung in Anwesenheit einer hohen Konzentration von Delta-Wellen statt, die vom menschlichen Gehirn während des Schlafs ausgeht. Okay, die Anomalien,
Hebel 2, blockiert diesen Hebel, wenigstens weiß ich das jetzt. Nun muss ich nur noch finden. Ja. Aber hier drin ist es kalt und bringt dir nichts, ne? Gehst du mal hier hin. Geschlossenes. Du machst. Was machst du denn jetzt? Metallspend. Du durchsuchst den Metallspend. Boah, Lady, du frierst ja. Oh, da, Schleifpapier. Da habe ich denn die Dinger vorhin gesehen. Echt? Isolierband, 3 Stück. Wunder. Wen kümmert in dieser schrecklichen Umgebung schon etwas Unwichtiges? Wie? Was? Komm, du schaffst das. Und wenn du das offen hast, gehst du hier hin. So. Und du machst unterdessen diese Tür auf, weil du frierst. Ja. Und hier war es doch, wo wir genau so und so weiter hatten. So. Ich weiß nur so viel, dass wir einen Code brauchen. Oh. So, du hast wieder warm. Und gehst dementsprechend nochmal dahin. Das ist allerdings Schalter 4. Oder müssen wir ein Schaltsystem betätigen? Das könnte auch sein. Zigaretten. Wir brauchten schon Zigaretten. Aber wir hatten noch nichts gegessen. Bis mal. Im schlimmsten Fall vergifte ich ihn. Bei meinem Glück. Nacht. Hebel 4. Hebel 3 blockiert diesen Hebel. Verdammt, ich muss die Reihenfolge nach umlegen. Ich wette, dass die anderen noch blockiert sind. Ich muss den ersten finden und dort anfangen. Ja, dann gehst du mal hier hin. Und was hast du jetzt gefunden? Und du gehst mal hier hin. Genau. Also wir müssen, so wie ich das sehe, 5 Zonen machen und die 6. Zone ist dann die Hauptzone, wo wir dann auch frei kommen. Also wir sind eine Zeit lang beschäftigt. Oder? Okay. So. So, die ist schon hier. Wunderbar. Den weiß ich gar nicht, wo ich ihn hingeschickt habe. Ah ja, genau. Okay, hier ist es warm. Wir sind noch mit dem Wissen beschäftigt. Wir haben Dosenfutter. Große Kiste. Hier sind wir noch mit dem Schloss beschäftigt. Hey, du musst mal schlafen. Dünne Jacke. Naja, immerhin eine Jacke. Zieh sie mal an, mein Freund. Ist gleich durch. Du bist Hebel 1. Generator. Wir haben eine Kiste. Junge Dame, du solltest schlafen gehen.
Ein Hammer. Nice. Boah. Okay, vergiss es mit der Tür, geht dahin. Ja, es ist kalt, aber kein Grund auszuflippen. Was hast du jetzt gefunden? Isolierband. Ach, hier können wir craften. Werkzeug, ein Hammer. Das ermöglicht es einem Mitglied der Expedition, Türen, Fenster und Betten zu reparieren. Um Reparaturen durchzuführen, benötigst du Zugang. Ach so. Ich nicke ein, ich muss ruhig bleiben. Ich muss nur ein Bett finden und ein wenig schlafen. Ja, und du gehst jetzt auch hier hin. Wo ist sie denn? Ach du Scheiße. Ich hab dich doch schon ins Bett geschickt, Mensch. Renn, lauf, Forrest, lauf. So, also die Kreaturen, die uns das Leben noch schwerer machen, als es eigentlich schon ist, die kommen nur, wenn du schläfst. So, beide schlafen. Das wird interessant. Eigentlich nicht, aber ja, doch, eigentlich wird es interessant. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Betten. Aber noch nichts zu essen. Aber wir kommen, ich glaube, ich spüre, dass wir Zone 1 bald verlassen können. Ich bin mir da ganz sicher. Haben wir eigentlich was zu essen? Ah, da. Verdammt, die Anomalie ist nur noch wenige Zentimeter von hier weg. Steh auf. Steh auf. Schläft, ja. Licht. So. Kannst du das nicht mit losen Händen machen? Anstatt in Panik zu verfallen, gehst du über den fucking Scheiß-Hebel. Du statt in Panik machen, gehst lieber mal hier hin. Denn jetzt geht es zum Endsport. So, Hebel 2. Hebel 3 und du gehst jetzt zum Hebel 4. Dann gehst du halt zu Hebel 4. Du gehst hier noch oben hin. Aber was machst du jetzt?
Manchmal fragt man sich schon, was die Leute hier der wohl sich denken. Level 4. Öffne die Tür zur nächsten Zone und geh weiter. Ja, müsste ich eigentlich, ne? Gehen wir noch schnell hier oben hin. Ich will ja nichts vergessen hier. Braucht noch eine Zeit. Also wir könnten eigentlich schon zur Zone 2 gehen. Ich will noch nicht. Ich will noch schauen, was wir hier noch finden können. Erste Hilfesachen. Die meisten Notfälle auf Polarexpeditionen sind auf Lebensmittelvergiftungen zurückzuführen. Absorptionspillen sind in diesen Fällen unverlässlich. Schnittverletzungen viel seltener und ja, das haben wir in Episode 1 schon, also in Folge 1 schon gesehen. Weil ihr... Oh, endlich mein Herz. Also falls ihr das noch lesen wollt, ne, schaut Folge 1 an, nochmal. Also Hilfe zum Kochen. Wunderbar. Ich kann mir denken, dass wir die Sachen, die wir hier finden, in Zone 2 benutzen können. Und darum finde ich das eigentlich nicht schlecht, wenn wir hier jetzt noch ein bisschen schauen, was wir hier noch alles so haben. Aktenschan. Hier sehen wir, wie die Animalien zerstören können, bekämpfen können, beziehungsweise was sie anrichten können. Sie können zum Beispiel die Ofen schnellstmöglich lahmlegen und dann frieren wir natürlich. Auch hier Episode 1 habe ich das schon gelesen. Wenn ihr es natürlich lesen wollt, drückt Pause, lest es schnell und ich gehe jetzt da nicht weiter darauf ein. Ne? Dieses Blatt wurde irgendwo herausgerissen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. So. Kleiner Erste-Hilfe-Schrank. Finden wir sicher noch Erste-Hilfe-Medikamente. Wunderbar. Lohnt sich also doch noch alles nochmal durchzuschauen, bevor wir weitergehen. Hier haben wir Verband. Nice. Hier haben wir Säcke. So, Adrenalinspritze. Auch nicht schlecht. Was hast du? Energy Drink. Energy Pillen. Bohnen, Kaffeebohnen. Du bist hier, weil man hier nichts mehr haben kann. So, ich bringe jetzt nochmal schnell hier hin. Sättigung. Heiße Suppe. Isst du meine heiße Suppe und du isst mal noch ein Energy Riegel. Hoppala. Das hat mich gerade meine Einstellung gegeben. Ne, alles gut, alles gut, alles gut, Leute. Kiste. Fertig gegessen. Ja, wunderbar. So, hier hin. Was hast du? Salat. Wunderbar. Geschlossenes Fenster. Hier haben wir noch Kohlenkiste. Ich habe irgendwie noch kein Benzin gesehen. Müllbeutel? Man weiß ja nie, was man im Müll so findet. Verdammt, ich habe eine Schnittwunde. Ich brauche einen Verband. Verband. Ich habe hier einen Verband. Hab ich doch. Ganz ruhig. Was hat die? Achso. Also nicht an Mülleimern suchen. Man verletzt sich darin. So, dann wollen wir mal noch Essen kochen, bevor wir dann in Zone 2 gehen.
Und Zone 2 sollen wir garantiert erst in der nächsten Folge dann anschauen. Wir haben hier nochmal so einen ersten Nothelfer. So, du kochst, das ist wunderbar. Du hast schon wieder verdorbenes Verbandzeug gefunden. Spind. So, Ofen. Setzung fast bei beiden. Isolationsband. Wunderbar. Ach, hier brauchst du Schlüssel. Du kochst immer noch. Gut. Also jetzt momentan schaut es nicht schlecht aus. Ich finde. Kannst du noch ein bisschen Kaffee kochen. Und ja. Cool wäre es, wenn wir das Zeugs noch irgendwie unterteilen könnten. Gekochte Nudeln, köstlich und sättigend. Cool. Cooler würde ich es jetzt noch finden, wenn wir das noch kategorisch unterteilen können. Also Essenssachen anzeigen lassen und so weiter. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich beim lieben Interceptor für den Key. Vielen, vielen lieben Dank. Macht wirklich Laune, das Spiel. So. Jetzt gehst du von hier oben hier runter. Wir müssen wirklich hier runter, weil die Tür ist. Kleiner Erste-Hilfe-Dienst. Ich weiß nicht, ob ich, bevor ich gehe, noch ausschlafen soll. Ah, jetzt ist dunkel, jetzt hat er Angst. Kann ihn ja verstehen. Wäre altmodisch. So. Okay. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns beide dann hier wieder. Ja. Ja, doch. Wir treffen uns beim Bett wieder, dann gehen wir nochmal schlafen. Was haben wir jetzt hier gefunden? Dynamit? Keine Ahnung, ich finde es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das war. Axt liegt im Müll. Oh ja. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt eine Axt. Tretleiter im Gerümmel. Mein Gott, was wir hier alles finden. Lohnt sich also wirklich, Werkzeugset. Also lohnt sich schon hier noch alles zu durchforschen. Benzinkanister auf dem Fass. Cool. Du isst mal was, und zwar den Salat. Ja. Mir reicht es, ich will nur noch schlafen. Warum habe ich mich nur bereit erklärt, hierher zu kommen? Okay, jetzt machen wir folgendermaßen. Und zwar geht sie auch nochmal hier zurück ins Bett. Hier geht hier Energie. Also ich muss entweder schlafen oder eine Tasse Kaffee trinken. Du kannst hier auch schlafen gehen. Du verlierst Energie. Ja, ja. Nur weil du müde bist. Mein Gott. Ich verstehe noch nicht, was die Animalien genau für böse Absichten haben. Also eine Anomalie ist nahe. Ich darf nicht zulassen, dass sie noch näher kommen.
Ja. Aber die verlieren auch irgendwie Leben. Die schüchtern eigentlich nur meine Charaktere ein. Oh, jetzt sind schon 3. Die kommen wirklich nur durch Schlafen. Sonst sind sie noch nicht aggressiv, muss ich sagen. Also, sind eigentlich noch recht friedlich, so gesehen. So, wir gehen jetzt noch mal. Wo war ich denn jetzt vorhin? Da unten, ne? Ja. Ja. Wir gehen beide noch da runter. Ja gut, sie greifen uns natürlich schon an. Nehmen uns Leben weg. Aber nein, nicht im Müll. So, er bleibt mal da und hält mal die Tür in Schach. Streicheisen. Wir machen hier mal Licht, dann kommen sie nämlich hier nicht mehr rein. Ja. Will sie mal decken. Jones, ich habe Werkbänke für die Werkstätte bestellt. Sie werden bald geliefert und in jedem Lager der Zone installiert. Endlich werden meine Leute in der Lage sein, ihr Werkzeug zu reparieren. Und ich muss nicht jede Woche neue bestellen. Mensch. Jo. Hat schon was. Ah, oh, der hat sich nicht verletzt. Wunderbar. Und hier eine Handsäge. Alter Schwede, was wir hier alles noch finden. Genau, er geht in den Raum und ich finde es nicht. Nice. So. Und eine Schaufel. Oh, du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Der Casper Jackson. Alter, Alter, Alter. Wir haben jetzt alles aufgedeckt, was wir konnten. Und jetzt verlassen wir die Zone. Was? Dieser Ort liegt außerhalb der Reichweite. Was? Werkzeuge. Ja, also. Ach, das ist ein Dietrich. Jetzt ist klar. Noch ein Dietrich. Ach, 2 Dietrich haben. Okay. So. Also die Animalien haben mir ja jetzt nichts geschädigt. Die Forscher sind bereit weiterzugehen. Möchtest du ins nächste Gebiet gehen? Du wirst nicht zurückkommen können. Wie? Das zweite?
Also Zone 2 ausschaut. Was uns da erwarten wird, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!